Es gehört zu Köln wie der Dom, das hübsche, historische Altstadtpanorama. Aber was glauben Sie, wann wurde der Großteil der Kölner Altstadt tatsächlich gebaut? Im Mittelalter? Falsch. In diesem Jahr werden die meisten markanten Gebäude gerade mal 90 Jahre jung. Die überraschende Wahrheit dahinter erfahren Sie jetzt. Die Kölner Altstadt. Enge Gassen, charmante Plätze, Zeugnisse der Vergangenheit. Scheinbar weht hier ein Hauch von Mittelalter, doch diese Altstadt hat ein Geheimnis, denn das meiste hier stammt aus der NS-Zeit. De facto ist hier sehr wenig alt. Faktisch ist das Mauerwerk, sind die Fensterrahmen weitestgehend von 1935 bis 1938. Die Umgestaltung der Kölner Altstadt durch die Nationalsozialisten war Teil eines größeren Plans zur Schaffung einer neuen Stadt, die die Identität des NS-Regimes widerspiegeln sollte. Ulrich Krings kennt sich aus mit der Illusion, die hier geschaffen werden sollte. 14 Jahre lang war er leitender Stadtkonservator von Köln. Das Projekt hier in Köln ist auch schon aus den 20er Jahren. Es ist der Zeit des Oberbürgermeisters Adenauer. Und das neue Regime ab 1933 hat solche fertigen Pläne, das gilt ja auch für die Autobahnen, an den Hut gesteckt und gesagt, schau, wir als neue Regierung, wir greifen durch und wir realisieren das. Viele Häuser wurden abgerissen, kleine dunkle Gassen verschwanden. Stattdessen entstanden hier große, luftige Plätze wie der Eisenmarkt oder der Ostermannplatz. Das ist ein Beispiel, dass man also hier nach der sogenannten Gesundung, wie man damals eben sagte, moderne Wohnvorstellungen realisieren wollte. Das war vorher viel enger und voll natürlich ursprünglich mit Werkstätten und so Bütchen und Anbauten und Schuppen. Die in den 30er Jahren gebauten Häuser sollten aber trotzdem an alte Zeiten erinnern. Überall in der Altstadt gibt es kleine Details von mittelalterlichen Häusern, die in den neuen Häusern wiederzufinden sind. Dieses Haus hier wurde sogar an anderer Stelle abgerissen und hier wieder neu aufgebaut. Der Bau hat vorher auf der Tippsgasse 6 gestanden, ist dann eben zeichnerisch aufgenommen worden, fotografiert worden und eben an diese prononcierte Ecke wieder aufgebaut worden und hat dann eben Fenster, Türen und so weiter eben mit den alten Steinen wieder geschmückt. Wer mit wachem Blick durch die Altstadt geht, entdeckt auch heute noch Reste der NS-Zeit, sowie Wagners Siegfried, den die Nazis als Ideal des germanischen Herrenmenschen sahen. Und die Nazis empfanden sich ja auch gegenüber den sogenannten Systemparteien, von denen Sie ja auch sprachen, als eine neue Kraft, die also die Kräfte Deutschlands bündeln sollte. Und in dem Zusammenhang steht dann Siegfried als Symbolfigur für das Neue, was also die Hitlerbewegung eben für sich auch reklamierte. Das war eine Epoche, die Gott sei Dank vorbei ist, die sich Gott sei Dank nicht wiederholen wird und hoffentlich nicht wiederholen wird. Eine Epoche, die Köln eine Altstadt hinterlassen hat, die viel jünger ist, als viele vermuten.